Das hier dat weten we han van de Pinjsten. En Pinjsten is een helligdag, wat ik geloof voor viele Mennoniten, ze weten niet wat ze met den Pinjsten helligdag zullen doen. Ik wil een beetje zijn, waarom dat ging, wanneer ik opwassen deed met Pinjsten. Weihnachten, we allemaal een tijd, wo we taubkommen hadden, geschenken, we een grote vast. En dan Ostern, we wisten alle, waarom we Ostern hadden, dat we wegen Jesus Christus hadden ter Welt gekommen, hij had op een kruis gestorben van zijn zinnen, hij weer opgestaan waren van zijn leven. Wat Pinjsten weer een heiligdag, wo viele die 3 heilige holen deden, aber doch, wenn entweder gefragt worden, zu wat heilig ist ein heiligdag, sie würden nicht wörtlich weiten, was der Antwort wird sein. Die würden dann sagen, was würden dann lieber ab Weg fahren, ab Holidays fahren, wenn sie die Weekend aufhatten. Viele führen Fashion und viele nehmen den Heiligtag, um sich sehr betrinken. Das ist nicht, was Gott will haben, wir sollen denken, wenn wir an diesen Heiligtag denken. Was ist Pinjsten? Pinjsten ist der Tag, das ist der Fast, dass Jesus Christus an der Port gesagt, so dass wir uns halten denken, dass wir sind nu in der Zeit, wo der Herr jetzt uns soll leiden. So wir wollen von dir sein, was passiert in der ersten Heiligtag und wo sollen wir das verstehen, wo das uns Leben ändern wird. Ich will wieder gehen, weil wir nachher mal anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar für diese Gelegenheit, dass wir hier zu kommen. Wir beten für dass wir wollen den Weg at Hort haben. Wir weiten, dass Gott sein Wort lebendig ist. Wir freuen Gott von dir, dass die Wasch die Selbst offenbaren uns. Und besonders, Herr Jesus, wir freuen, dass die Wasch uns von dir wiesen, wo wir können in Gemeinschaft haben mit dir, wo dort uns die Help fehlen wird und wo uns dort fehlt, dass die uns leiden lässt. Wir beten alle das in Jesu Namen. Amen. So, ich will ein Kapitel ein Dankschein an, wo die dort lesen für uns. Wir wollen ein Kapitel anfangen, in Kapitel 1 von der Aposteljeschicht, Kapitel 1, 4 bis 8. In der Version, weil wir euch durchlesen, so dass wir können besser verstehen, was passiert nur dort, von was Jesus hat gesagt. So hier wird Jesus wieder noch beirrt, dass wir vor dort, dass er in den Himmel fahren wird. Aposteljeschicht, Kapitel 1, 4 bis 8 sagt es dort. Und als er mit enttaubt wird, befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat. Wovon er seht er, je mich haben reden hiert, wird Johannes deit mit Wasser, je aber sollen ab paar Tag mit den Heiligen Geist gedeibt worden. Und als er sich so taub trafen, frugen sie an, Herr, was die Israel nu wahre erkeinig recht herstellen? Er sagte an, das ist nicht verjühnt, die Tiden in der Deel zu weiten, die der Vater sich in seiner Macht bestimmt hat. Aber wenn der Heilige Geist eben kommen wird, wo je Kraft kriegen, und je wollen mein Sehen sein in Jerusalem, über die ganze Judäa und Samaria und über die ganze Welt. So das ist, was Jesus ihnen versprechen hat. Sie werden den Himmel fort, ein paar Tage trägt, 10 Tage trägt, dann wieder eine Dorndag, wie, ich weiß nicht, wie viel ihnen daran denken, aber 10 Tage trägt, dann wird wir Himmel fort. Und da wir erst den Tag, was wir Port sagten, dass Jesus den Himmel fahren wird, dass er der Vermittler ist zwischen wir, uns und Gott. Und er den Himmel fahren wird, und das ist, was er den Jünger lehren wird. So er sagt hier, sie sollen nicht führt anfangen mit der Evangelium verspreiten. Sie sollen wachen. Gott will was Großes tun in und auch in der Welt. Gott will die Jünger brücken, um seine Radung verspreiten über die ganze Welt. Die Botschaft von Jesus Christus, seine Opfer und Auferstehung. Will Gott der ganze Welt verspreiten.
Und wir wollen vielleicht sein, wo sie hier wären und sie wären reit, um diese Predigt über die ganze Welt verspreiten. Ich weiß nicht, ich habe es mal belebt so, die sind sehr reit am Anfang. Aber Jesus sagt hier, sie sollen wachen. Und ich glaube für uns, das Menschen, wenn Gott sagt, wach, das ist sehr schwer für uns zum Utwachen. Wenn Jesus sagt nicht, wo viel sie sollen wachen, sie sollen wachen. Und es sind Zeiten in uns Leben, wo Gott uns was verstellen wird, sodass wir Matten wachen. Wo andere Zeiten, dass Gott uns dort in Kort bewiesen, wir sollen wachen für Arm. Und das ist, was hier sein wird. Und Gott hat was versprochen. In Johannes Kapitel 7, und das ist, was Jesus hier von reden wird, in Johannes Kapitel 7, 38 bis 39 sagt es das. Wer an mich glaubt, so aus der Schrift sagt, dem sein Bernschnitt worden lebenden Wutterstrom rannen. Die dumet, ab dem Jest han, den die an am Glaubden noch her kriegen sollen. Willst der Herr Jesus wir noch nicht da, wird Jesus noch nicht verherrlicht werden wir. So, bis du wieder verstanden dann, in dem Neuen Testament, wenn Jesus auf der Welt wir, hier mag uns wandeln, der Herr Jesus wir in der Welt, aber wir noch nicht in, die wir in Jesus glauben. Der Jesus, der schafft in der Welt, der lädt Jesus, und so wie in dem Alten Testament sein, wir in Tiden, wo der Herr Jesus ab Menschen kommen, so dass er läden, aber gleich der Jesus schafft noch nicht in der Welt, so der wird Lothar. Und Jesus sagt hier, dass er wird noch ein Wutterstreim, wird rannen, von daher wird es jetzt haben. So, sie sollen sich reinmerken. Und wieder, wir sind in diesem Johannes, oder wir sind in Matthäus, Kapitel 3, der auf der Vers, dort Johannes der Deiper mit Wutter, bei Jesus will Lothar mit den Jes deipen. Matthäus Kapitel 3, der auf der Vers sagt es steht, und das Johannes der Deiper wird es sein, der sagt, ich deip die mit Wutter, dort die umkehren. Aber dein Wort, nur mir kommt, stärker als ich. Dem ich nicht wird sie, die Schau zu drehen. Der wird mit den Heiligen Geist und mit vier deipen. So, Johannes sagt hier, dass die Worte da kommen, dass Gott wird uns deipen mit den Heiligen Geist. Und er redet von Pinjsten hier. So, Johannes sagt hier, die wird he deipen, die werden in Wutter gedeipt, wenn sie umkehren. Und umkehren, das wird, was für viele von uns mit fremd ist, wie kann, das wird bekehren, das meint in Englisch sei wie convert. Umkehren, das wird, was wir brauchen, repent. So, was hier sein wird, ist, je drehen von jenen Sünden und je drehen nach Jesus Christus seine Botschaft. Und dort ist der Deib wird von Johannes Time. Und dieser Deib, der wird anders sein, ist der, was Johannes bringen wird. Der wird mit 4 kommen. Und Johannes sagt hier nicht, und wir wollen nur sein, was am Pinjsten passiert, dass wir nicht wirklich dort Gott 4 schenken wird. Dass wir nicht dort das Gebiet anfangen zu brennen. Dass wir ein Bild, und wir brauchen ein Englisch, fertig das. He is on fire. Oder wir würden sagen, ich bin on fire für den Herrn. Was meinen wir damit? Wir hatten eine große Verlangen von Bern. Wir hatten eine große Verlangen, um für Jesus zu leben. Dort ist eine große Verlangen und ein großes Ziel, dass wir können uns nicht containen. Die Kraft, die ist in uns, nicht schafft durch uns. So, wir sind hier in Aposteljeschicht, Kapitel 1. Dort, was Gott wird tun, dort wie ordentlich ist, was
Jünger sich vergenommen hatten. Die Jünger dachten, nu dat Jesus Christus abgestoßen hat von Tod, nu wird er sein Reich anfangen, sein Königreich anfangen hier auf dieser Welt. Aber Gott hat einen anderen Plan. Er sagt, dass wir nicht verernten weiten, wenn er das wird tun. Er sagt nicht, dass er wird nicht tun, er sagt, dass wir nicht der rechte Zeit dafür. So wie müssen wir das ein bisschen verstehen können, wo das schaffen wird. Wir sehen in dem Alten Testament, dass Gott fängt an mit alles merken. Und nur dort mögt er einen Bund durch Noah, und dann durch Abraham, und dann durch Moses. Und jeder Bund hat einen Part, wo das uns Jesus wiesen wird. Aber dann in Zeit, die dreht sich, wenn Jesus kommen wird. Dort fangen ein neuer Bund an. Und dort ist, woran wir fingen in unserer Bibel, das Alte Testament. Und das Alte Testament meint das Alte Bund. Und dann das Neue Testament, dort nennt sich das Neue Bund. Und dort dreht sich. Und in das Neue Bund sind wir nicht mehr unter das Gesetz, wir sind unter Gnade. Wir nehmen dort an, durch Glauben. So in Jesus Christus, da wir ungefähr 33 Jahre, was er auf dieser Welt war. Und dort wir eine Zeit. Und dann wird eine kurze Zeit zwischen Himmelfahrt und Pinjsten. Und dann von Pinjsten, bis Jesus war da zurückgekommen wird, erst noch eine Zeit. Und dann, wenn diese Zeit verreicht ist, dann wird Jesus zurückkommen und dort erst noch eine Zeit. So, die Zeit, wo wir in Neubern sind, ist nicht, wenn Jesus Christus wird ihn Königreich abstellen. Da wird Lothar kommen. Und das wird Jesus hier sein wird. So, was für eine Zeit sind wir? Wir sind in der Zeit, wo der Herr Jesus uns leiden wird. Jesus ist im Himmel. Und Jesus wird uns leiden durch den Herr Jesus. Wenn Jesus wird zurückkommen, dann wird er sein Königreich abstellen. Dort er wird persönlich das König uns leiden. So, wir sehen wieder, dass Gott seinen Plan wir vor den Pinjsten, an der 8. Vers von Kapitel 1, aber wenn der Herr Jesus ewig kommen wird, wo je Kraft kriegen. Diese Kraft ist nicht eine Menschenkraft. Das ist eine Kraft, wodurch Gott in den Menschen schaffen wird. Gott schafft in uns, sodass Gott kann dort tun, was er geplant hat. Und dann durch diese Kraft sollen die Jünger in Sehen sein für die ganze Welt. Sie sollen ein Zeichnis bringen für die ganze Welt. Und sie sollen in Jerusalem anfangen, dort wo sie werden. Sie sollen in Judäa hineingehen, und dort ist ihre Provinz, wo sie werden. Und in Samaria, dort ist die Provinz, die besiegt werden. Und dann sagt er über die ganze Welt. So, wenn wir würden das sagen, gewasst, und Jesus Christus wie hier in Leamington gewasst, was Jesus wird haben gesagt, als das. Ich will ihnen Kraft geben, sie sollen Zeichnis geben für meine Botschaft, meine Evangelium. Sie sollen in Leamington anfangen, und dann soll ich über ganz Ontario gehen, und dann soll ich über ganz Kanada gehen, und dann verspreite meine Botschaft über die ganze Welt. So, was hier interessant ist, ist das. Die Jünger, die wir reit haben, das tun, weil sie sollen wachen. Warum? Wenn Gott will nicht haben, dass sie sollen nur an ihnen Kraft tun. Er will entfallen mit den Jesus, dass er kann dort durch tun. Und das soll jetzt erst nicht von der auch für uns. Wir sollen nicht die Evangelium mitnehmen durch unsere innere Kraft, wir sollen durch Gottes Kraft das tun. So, wir sind nu, so dort ist ein Kleinbett, wo Gott seine Jünger merken für Pinjsten. So, was ist Pinjsten? Was meint das wird Pinjsten? Das ist interessant, wo Gott das Haupt gestanden hat. Und das ist interessant, wo die ganze Bibel gebunden ist. So in Kapitel 2 sei wir, dort wir
da wir eine Fast, was in dieser Zeit wir. So, wenn ihr die jüdische Fasten mit verstanden da und ihr weiten dort, der Austritt passiert über die Passafast-Zeit für die Juden. Und wo Gott dort alle entschaffen hat, erst dort die sind verbunden. So, was passiert an Passafast in der Alten Testament? Da werden, wenn die Juden von Ägypten rüt wollen, Gott sieht, dort haben die Älteste, die erste Sehen oder Tier, was immer in Heim wir, dort merken. Aber wer blut und der hat, sie würden beschützt sein. Gott wird ewig angehen und sein Ohr wird nicht gegoten worden um den Heim. Da wir was Passafast wir. Und wir können klar sein, was dort noch Jesus wiesen deit. Wie wir an Jesus sind, sein Blut als über uns. Wenn Gott über uns gehen wird, seine Ohr geht uns vorbei, weil es das Blut von Jesus Christus sieht an uns. So, dass wir klar, wo Jesus Christus die Erfüllung wir von der Passafast. Pinjsten fällt auch an den jüdischen Heiligtag. Und dort ist der Werkenfast. Und wenn ihr dort wollen, Loda nur lesen, dort ist in 3. Mose, Kapitel 23, 15 bis 16, 2. Mose, Kapitel 34 und 20. Vers. Was wir Werkenfast? Dort wir eine Fast, was krank 7 Werk wir nur dort sie die Passafast hatten. Und dann wir gewöhnlich 7 Werk von dann, wenn sie die erste Wert bringen werden. Sie sollen 7 Werk utwachen. So, wenn wir das Christen sein, Pinjsten, wenn wir dort in Englisch verstehen, dann dort Pentecost, Pente meint 5 oder 50. So, von Passafast, da wir noch eine Sinn und, but von der, als 50 der. Das würde dort Pinjsten heiten wird. So, was wir das Werkenfast? Der Werkenfast wir eine Fast, wo die Israeliten Gott danken deuten für die Ernte, was sie gebracht haben. Und wieder über die nächsten paar Jahren würden die Juden auch diesen Fast halten, das sind da, wo sie sich halten denken und Gott loben deuten, für was Gott und der Torah oder die ersten 5 Bücher in den Alten Testament geben deuten. So, wo ist das dann verbunden mit was der Jesus da am Pinjsten deut? In Matthäus Kapitel 9, 37 bis 38 sagt es steht. Dann seht heute seine Jünger, du hast eine große Ernte, aber du seid nur wenig Arbeiter. Frag doch dem Herrn, den der Ernte gehiert, dass er Arbeiter schickt, der Ernte anzubringen. So Gott redet Jesus redet hier von der Ernte, was reit wir. Und Pinjsten ist den Tag, wo Gott zu seinen sieht, nu erst Zeit, die Ernte anzubringen. Nu soll je die Ernte gehen holen. Und es steht und sagt, die Ernte ist wett, reit. Und ich glaube, von der, wenn wir reinchecken, die Ernte ist reit. Ein Ding, was ich beobachtet habe, wenn ich ein klein bisschen über die Mennoniten Volk und Mennonitentum kicken, ich glaube, wir sind in einer besonderen Zeit. Ich habe über die letzten paar Jahre ein neues gelesen, wo Gott geschafft hat mit den Mennoniten. Und ich glaube, da ist noch niemals eine Zeit gewesen, wo Riepe ist von der, dort Mennoniten können sich bekehren und die Rettung annehmen von Jesus Christus. Alles ist reit. Von den Kolonien, wo das dieste ist. Da wird noch mal gesagt, dass in der Kolonie keiner hat ein Phone, aber die haben alle WhatsApp. Und Gott bringt seine Evangelium in die Kolonien an. Und du hast einen Hunger, manche mennonitische Menschen, besonders die, die Plattdeutsch reden, für das Evangelium. Der Ernte ist rieb. Ich will uns halten denken, dass wir nicht bloß hier kommen, das ist nicht Tor,
bloß für uns. Wenn wir uns halten, denken, du hast eine Art, was right ist. Gott hat right gemerkt. Und wir sind Gott seine Arbeiter. Nicht bloß ich, nicht bloß die, was hier reden tun, nicht bloß die Diakon, nicht bloß die Lehrer. Jeder eine von uns, wer der Heilige Geist hat, als ein Arbeiter. Und wer wird diese Art bringen, was Gott right gemerkt hat für uns. Das wie in Tag auch Pinjsten, was mit Gottes Kraft kommen wird, was eine große Art bringen wird. Die Christentum über die ganze Welt fangen an mit ein paar Jünger, vielleicht mit 12. Und dann hier, wenn sie hier den Anfang hatten, da wären 500. Und nun sind es über 1 Billion Menschen, was sie Christen nennen. Und wir sind wohl groß, das verspreit haben. Ich denke, was wir sein von den Werken fast, als dort wir in der Fast, da wir in Helgetag, dort die Israeliten sich halten denken, wo wertvoll das wir, dort sie die Bibel hatten. Und das wie auch den Anfang, wo der Heilige Geist wird weiter nie schrieben durch die Apostel, dort wie es Christen würden auch eine Schrift haben. So dass wir in den Werken fast uns wiesen, dort Gott wird weiter eine große Arbeit tun. Und wir sind der letzte Port von unserer Bibel, dort hat den Anfang hier Apostelfast. 2. Petrus, Kapitel 1, 20 und 21 sagt es dort. Erstens muss je dort verstehen, dort keine straffe Prophetie, Wort ist, dort einer sich selbst utleicht. Weil Prophetie ist nicht Wort, dort wo Menschen sich selbst utdenken. Dort wir, der Heilige Geist, in diesen Menschen, die am Geist, dort sei von Gott reden sollen. So, Gott wird der Heilige Geist schenken, der Heilige Geist wird durch die Apostel schenken, dort wir können hören, was Gott will von uns. So, was passiert am diesen ersten Pinjsten? Dort sagt sie, wir alle auf einer steht taub. Wir wissen nicht, wie viel da wären der 100, wären der 50, wären der alle der 500, wir wissen nicht. Weil sie wären taub und hier sei wir, wenn das eine Fast wäre, alle Juden von allen Ländern wären in Jerusalem und sie würden hier taub gewesen. Sie wären in einer steht taub. Und das sei wie, was Gott sein Plan ist. Er will alle Menschen taub bringen. Dann sei wie, wo der Heilige Geist die Stuhl fallen wird. Das sagt, plötzlich Hirten sei, so aus dem Sturm, in ihr Lüd von Himmel, so als mit einem ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollten. Und dann dritter Vers sagen, dann sagen sie mit einmal Zungen aus von 4, und die sahen sich ab, jeder einem von an. Es ist interessant, weil wir das hier sein, das sage ich nicht, dort 4 kämen rauf, da wären Zungen, wir wissen nicht klar, was das wir, aber das Leid ist 4, da wir so 4. Und da kämen die Stufen an, und dann teilt sich dort aus, dort jeder Person, was wir persönlich der Jesus kriegt. Und ich glaube, das muss wir sehr wichtig ausdrücken. Dort ist nicht bloß der Heilige Geist in der Kirche schaffen, dort haben wir ganz ewig erst, dort haben wir eine Tag erst über die ganze Kirche, er ist persönlich in jeder Christ. So, das meint, wenn du hier von dir setzen bist und du in Christ bist und du Jesus angenommen hast, du hast den Heiligen Geist. Das ist nicht bloß, dass wir alle taub bitte den Heiligen Geist haben, wir haben alle persönlich den Heiligen Geist. Und was passiert dann, nur dort, dass sie den Heiligen Geist kriegen? Dort sagt es, sie waren alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fingen an, mit unseren Sprachen zu reden, durch nur aus der Geist und dort mehrlich Milch. Sie wollen lauter sein in dieser Serie, Wort, dort mein Dad mit Tongue reden.
Aber hier wir ein Wunder, was er hier deed. Dat sagt hier, dass die jungen Leute, die mit den Jesus gefällt werden, und sie reden mit anderen Sprachen. Und nicht bloß dort, die werden Viren von Utländern, sie können ihn verstehen. Wenn Menschen das sein deuten, sie verwundert und sie werden verwundert und verwirrt. Sie fragen einen den anderen, was jaft das noch? Menschen wundern sich über das. Und sie werden verwirrt. Sie können nicht verstehen. Was meint das? Und ich glaube, wenn wir von den Heiligen Geist denken, und wo wir schaffen das, wir sollen abpassen, dass wir nicht in der Dose saten. In Englisch sagen wir, we should not put God in a box. Und wenn wir was in der Dose saten, das meinen wir wollen haben, das soll krank sein und so bleiben. Das soll nicht mehr schaffen oder anders schaffen, wo wir dort wollen. Das ist, wenn der Jesus schaffen wird, wir können nicht einmal verstehen, wo er schaffen wird. Aber dann in der 13. Vers sagt dort, die anderen aber haben ihren Spott durch Eva und Seden. Die haben zu viel Wein getrunken. Das ist interessant, wo Menschen sind, wenn sie nicht was verstehen können, wenn sie nicht reich gesonnen sind in Hort, was tun sie fertig? Sie spotten. Ich glaube, viele von ihnen haben das belebt von ihren Bekehrenden. Die bekehrten Jünd, die geben ihr Leben an Jesus. Und mit dort können Menschen noch nicht verstehen, da wir noch nicht Christen wären, die können noch nicht verstehen, was passiert in Jünd. Und leider als Frauen, sie würden leider spotten. So das ist ganz normal, dass wir in unserer sinnlichen Natur spotten, dann, wenn wir das nicht verstehen können. Ich will uns von dir ermutigen. Wenn Menschen Jünd spotten, wenn sie das nicht verstehen, was Gott in Jünd schaffen wird, das ist okay. Das ist ein Don't. Das ist Gott seine Arbeit. Und Gott seine Arbeit geht nicht einmal zu verstehen. Und wenn du eine Person bist, die spotten wird, wenn die das nicht verstehen, ich will die Mut merken, den Hort Unger segnen. Dass dein Hort mit alle op ist, dass du die merkst, op zum Verstehen, was Gott in Ordnung schaffen wird, und in die will schaffen. Ich will von dir schließen, mit uns halten denken, ein paar Dinge, was wir hier von dir sein, dann will ich das Worship-Team abkriegen. Und das ist, dass Gott ist an der Arbeit. Gott hat die Heilige Geist geschaffen, so dass er seine Arbeit durch uns tun. Und zweitens ist, alle die wir in Christus sind, haben den Heiligen Geist. Das meint, dass Gott lebt in dir. Das meint nicht, dass du nie in Gott bist, das meint, dass Gott selbst lebt in dir. Und er will seine Arbeit durch dich tun. Wir schließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir sind von dir froh und dankbar, dass wir von dir Pinjsten kommen und uns helfen weiter denken. Was 2000 Jahre zurück passieren wird. Und dass ein Verändernis wir von dort, was wir, der alte Bund, zu dort, was neu ist, das neue Bund. Wir leben nun in einer Zeit, wo uns gelehrt wird von den Heiligen Geist. Wir beten Gott, dass du uns von dir abweichen. Dass wir wollen lebendig sind. Wir wollen jährlich abweichen, dass wir das können tun, dort, was du uns gerufen hast. Wir beten Gott von dir besonders. Am ersten Pinjsten, gab sie die Jünger die Kraft, haben in Jerusalem angefangen, und dann in Samaria, und dann über die ganze Welt. Gott, von dir gib uns den selben Aussicht, dass wir können hier in Leamington anfangen, in Ontario, in Kanada und auch über die ganze Welt. Wir beten alle das in Jesu Namen. Amen.